Ladies and gentlemen, Cebu Pacific Air welcomes you to Manila, Philippines. Ohne Schlaf geht es aber schon auf den nächsten Flug von Manila nach Cebu. Wir gehen heute Canyoning machen. Canyoneering. Nein, das ist so. Canyoning. Canyoneering. Wir gehen heute Canyoneering machen. Heute haben wir mal ein bisschen andere Ausrüstung. Wir gehen Canyoning machen, hier in Badian. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir hier hergekommen sind. Und es war immer ein grosser Traum von uns, das zu machen. Und heute wird der Traum wahr. Tell me, can't you feel? Now we're Apple Island. Dort gehen wir heute tauchen. Also wir sind auf Apple Island, wir gehen hier tauchen und wenn wir Glück haben, also wir haben schon eine gesehen, hat es doch Schild gehabt. Und da ist eigentlich unser bekannt und drücken uns die Daumen, dass wir das Paar sehen. Ist das erste Mal für euch. Genau. Your name again. You said so many of them come, want me just play pretend. All your girls, they just wanna have fun, but it's the same old thing that we all see, the same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you, just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do just wanna be alone with you. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. Action bell.
wir dann gleich wieder zurück. Ja. Fertig geschnorchelt und tauchen für uns. Es war mega, mega schön gewesen, vor allem das Wasser in der Bombe, mega blau. Und das Tauchen selber auch der Hammer, mega gute Sicht. Und wir haben Schildkröte gesehen. Nicht nur eine, sogar gerade etwa 5, 6, super geil. Das ist echt ein Traum, so mit der Schildkröte tauchen ist mega. Mega. Und gar nicht wissen, wie es sich anfühlt mit einem Hai oder einem Delfin zu tauchen. Das ist schon das nächste auf der Liste. Ne? Hier zum Carrasco-Wasserfall. Und wir müssen aufpassen, weil falls es regnen, ist es mega gefährlich, hier zurückzugehen über die Steine, weil der Fluss mega schnell steigt. Wir haben hier gestern von einem Marokkaner, der hier war, erfahren. Der ist hier hingekommen und ist knietief im Wasser gestanden, sodass der Guide gesagt hat, dass es keinen Sinn macht, dass es zu gefährlich ist. Ja, wir sind noch früh unterwegs, darum sollte es glaube ich schon klappen.